Der Huber und der Gruber, sie wohnen in der Strasse nebeneinander. Und trotz jahrelanger Nachbarschaft sind sie sich nicht allzu fest bekannt. Das liegt nicht nur am Huber, wo meint, dass alles Fremde ihn bedroht. Auch der Gruber sieht in jedem Akt vor, nicht nur mal schwarz, sondern tiefrot. Am Samstag, so hat sich's dann mal ergeben, hat der Huber eine Idee. Er will ums Haus die möglichen Gefahren aufnehmen. Beim Inspizieren von der besten Winkel ums Haus sieht er beim Gruber hängen Schuh, Kameras aus. So denkt der Gruber weiss vielleicht Bescheid, wie man so eine Überwachung am besten anlegt. Und schon hat er ganz ungewohnt beim Gruber an der Tür angerufen. Ob er ihm bei Technik netterweise bitz Hilfe könnte anbieten. Schnell sind die Männer über Ängste und Gefahren ins Gespräch gekommen. Und dass man sich auf der Stadt schon lang nicht mehr kann verlassen. Sie haben übers Misstrauen einen Zugang zueinander gefunden. Ein Mir gegen die hat eine neue Freundschaft zusammengebunden. Doch dann ist der Winter gekommen, hat mit Schnee und Sturm Spuren hinterlassen. Und am Gruber seine Kamera montiert von Hand ist spitz verrückt in die Richtung vom Huber seiner Schlafzimmerwand. Am Huber ist das gerade aufgefallen. Was will der Gruber für Informationen aus seinem Schlafzimmer krallen? Und so lässt er das natürlich nicht auf sich sitzen und dreht Rollo aber bis auf die Höhe von einer kleinen Ritze. Das weckt Misstrauen vom Gruber sofort. Warum macht der Huber sein Schlafzimmer zum verborgenen Ort? So beschließt ein paar Kameras mehr aufs Haus vom Huber zu richten. Der muss gar nicht meinen mit seiner Keimgeschichte. Selbstverständlich merkt der Huber den Verrat und schreitet jetzt selber ganz schnell zur Tat. So fängt er am Morgen an der Stoss an bauen, dem Töten schenkt er sicher kein Vertrauen. Und so ist gekommen, dass im beschaulichen Vorortquartier zwei Häuser gegenüber gestanden sind wie in Sopier. 24 Stunden wird jetzt Zeit mit der Überwachung vom anderen versäumt. Sie würden's nicht mal mehr merken, wenn man einer die Hütte ausräumt.